Guten Morgen! So, wir zeigen euch jetzt einmal, wie man so ein Camper Frühstück macht. Also, das erste Equipment ist einmal der Gaskocher. Das dauert ein bisschen, bis man herausgefunden hat, wie der funktioniert. Aber dann geht's. Kleiner Nachteil am Campen: überall ist Dreck. Ja, was frühstückt man? Normalerweise Porridge, easy gemacht, in so einem Topfset, das dabei ist. Und ja, machen wir gleich mal. Damit das Porridge ein bisschen mehr special wird, haben wir saudische Datteln, Äpfel und Bananen von da, Äpfel und Bananen von wo auch immer und Erdnussbutter. Einfach, aber wirklich lecker. So, wichtigste Ingredienz für unser Porridge: die Datteln. So gleich los. Den Deckel wohin legen? Ich fühle das da noch ein, gell? Premium-Frühstück, oder? Also, kennt man mal an. Der Ausblick. Kann schon was. Wir sind noch nicht weitergekommen. Also wir sitzen seit einer Stunde fast einfach so da in der Sonne und schauen uns das wunderschöne Panorama an, trinken Kaffee und genießen die Ruhe und dass wir da sind. So, unseren Lieblingscampspot in Oman, beziehungsweise generell einen von unseren Lieblingscampspots ever, haben wir verlassen und jetzt geht's weiter in die vielleicht schönste Stadt im ganzen Land, und zwar Nissan. Bist bereit, Axel? Weiter. Sowas von. Wuhu! Die Pisten darauf war übrigens auch spannend, aber sehr schön. Die Straßen, oder? Also 4x4 braucht man. Schaut so gut aus! Das ist der Chance, wenn man lang reist, man kann nicht viel Sachen mitnehmen. Das ist super. Also da waren noch die schönsten Heferl, die wir bis jetzt gesehen haben. Wahnsinn. Wir haben was eingekauft. Wir haben richtig lange überlegt und es ist jetzt schon eingepackt, aber es jetzt nicht mehr. Ja, aber wir haben zugeschlagen. Zwei wunderschöne Heferl. Also wir haben jetzt in Nizwa einen ziemlich cuten Coffee Place gefunden. Das mache ich nicht, aber ich darf gerne overtrinken. Ja, warte kurz, nein, Cut. Also wir haben jetzt einen ziemlich süßen Coffee-Spot gefunden in Nizwa. Leckerer Iced Cappuccino und der Axel ist ein bisschen lokaler unterwegs mit seinem Karak-Tee. Aussicht wunderschön mitten in der Altstadt. Es ist warm, nicht so warm. Was drin hast. Also einfach schön. Angst. Gerade unsere ersten Kamele gesehen in Oman.
Und sie stehen mitten da neben der Straße. Wow! Laura, was sagst du? Die machen voll die schiere Geräusche. Aber ich mag auch. Schau, wenn ich das So, vielleicht sehen wir noch mehr. Das war schon mal ganz cool. Jetzt ist der beste Spot. ich glaube schon. Mega. Life is so good. Auch Tag 4 hat wieder mal gezeigt, warum das Wüstensultanat so beliebt ist. Schöne Landschaft, sowohl zum Aufstehen als auch zum Schlafen gehen. Wir haben übrigens in der Nacht sogar noch Besuch von diesem kleinen Freund bekommen. Alleine das wäre schon eine 10 von 10. Nizwa ist grundsätzlich eine nette Stadt. Das Zentrum ist aber eher klein und der Besuch des Forts für uns Budget-Traveler mit 5 Rial zu teuer. Das Café hingegen war echt eine Oase der Ruhe inmitten von hektischem Treiben. Ja, so. Und wenn ihr uns jetzt noch nicht folgt, dann macht's das jetzt, weil unser nächster Ort ist definitiv das Highlight vom Oman und vielleicht sogar der ganzen Reise.